Schmarrn, so ein Bläder. Ein Saubläder. Von was redet ihr denn? Hockt ihr auf eure Ohrwaschel? Ich hab euch was gefragt. Hat da jemand was gesagt? Ja, mir war auch so, als ob da jemand was gesagt hätte. Wie glaubst du das? Jetzt dert's doch nicht gar so blöd. Bloß weil ihr mit eurem Fingerhakelverein nicht da reinkommt, braucht ihr nicht so tun, als wären wir Luft für euch. Ja. Du Josef, ich glaube, jetzt hat wirklich jemand was gesagt. Ja, jetzt habe ich auch was gehört. Was meinst du? Sollen wir die da mal fragen, was sie von uns wollen? Na, lieber nicht. Nicht, dass dann bloß wieder Anweisungen und Vorhaltungen kommen. Ja, oder es kommt gleich ein Besen geflogen. Die Mama. Jetzt lasst doch die zwei. Bloß weil ihr euer Vereinsheim jetzt nicht kriegt. Was das deine Leni hat vielleicht schon recht. Was können wir denn dafür, dass die Gendarmeriestation neu besetzt wird? Bock Daimo auch, Gisela, hä? Hey, das habe ich verkehrt. Ach, da schau hier. Der Josef Scharnagel ist auf Erdenzug gekehrt. Red Gisela immer so blöd daher. Schon seit ich es kenne. Warum hast du das dann geheiratet? Das frage ich mich auch immer öfter. Hey, wie haben wir's denn? Au! Oh, blöde Mistamsel. Kellermeier, das hab ich gehört. Ja, dann brauche ich es auch nicht wiederholen. Jetzt hört's doch endlich einmal auf. Müsst euch jetzt wegen jeder Kleinigkeit den Tag rühren. Ja, wir können doch auch nichts dafür, dass wir jetzt wieder eine Gendarmeriestation kriegen. Wir brauchen keine Gendarmerie, sondern ein Vereinsheim. Außerdem hättet ihr euch am Main nicht so weit aufreißen brauchen. Wir machen alles sauber und einräumen wir auch. Wir können doch nicht die Anweisungen und den Beschluss von Rosenheim ignorieren. Oder hätten wir uns auch an eurem Protestzug beteiligen sollen, damit wir uns auch für alle lächerlich machen. Wir haben uns nicht lächerlich gemacht, wir haben nur protestiert, weil wir den Raum da für unseren Fingerhacklerverein brauchen, damit wir in aller Ruhe für die nächste Olympiade 1924 in Paris trainieren können. Ihr spinnt's doch. Olympiade im Fingerhackeln. Ja, doch. Der Huberbauer hat's gesagt. Fingerhackeln ist die neueste Disziplin bei der nächsten Olympiade. In Paris. Und darum müssen wir auch trainieren. Weil wir müssen auch einmal an einer Olympiade teilnehmen. Okay, ihr verlauft euch doch bis auf Paris. Da. Wir Hasenfurter Männer marschieren geschlossen in die Arena ein. Die ganze Welt wird auf uns schauen und wir tragen Hasenfurt in die Welt hinaus. Ja, dann trainiert's erst einmal im Wirtshaus weiter, da kriegt's wenigstens ein Bier. Bei der Olympiade gewinnt's höchstens ein Blumentopf. Blumentopf. Wir haben da eher an eine Medaille gedacht. Oh, nicht so bescheiden. Du Sebastian, ich glaube, die nehmen wir uns nicht ernst. Das kann schon sein, aber die werden sich schon noch wundern. Wo willst denn du jetzt hin? Wenn du das wissen willst, nachher gehst du mit. Wart halt. So, die hat's doch von Borweg. Weißt du was, irgendwer kann ich's verstehen. Was? Jetzt auf einmal? Ja, du hast doch selber gesehen, wie euphorisch die auf einmal waren, wie es von der Olympiade gehört haben. Mein Basti habe ich seitdem nicht mehr aus dem Wirtshaus ziehen müssen. Du, der hat sogar das Gewichtheben angefangen, damit er fit wird. Okay. Der hat doch bloß Angst, dass die ganze Welt seinen Bierbauch sieht. Sag mal, wie redest denn du von meinem Mo? Du, der Deinige schaut auch nicht besser aus, gell? Also der meine Ja, ist jetzt hört's doch endlich einmal mit der Hacklerei auf. Also, in der Kammer und in der Zelle ist jetzt alles in Ordnung. Sag einmal, reicht's vielleicht noch nicht, dass euch mit den Männern streitst? Müssen wir uns jetzt untereinander auch noch in den Tag kriegen.
Bin ich froh, dass ich mit meinem Bernd keinen so einen Ärger hab. Ja, als Veterinär ist man sicher auch zu fein, beim Fingerhackeln mitzumachen. Also jetzt hör aber auf. Du, so wie es ihr euch in letzter Zeit aufführt, kann man meinen, ich hab's narrische Schwammerl gegessen. Ja, also ich weiß ja nicht, was ihr jetzt noch macht, aber ich bin mit meiner Arbeit fertig und geh jetzt heim. Hier meckern sie nicht von allein. Viert euch. Naja, also, irgendwie hat die Leni schon recht. Wir sollten schon mehr zu unseren Männern halten. Naja, vielleicht schaffen wir es ja dann, dass der Gendarm wieder geht. Und selber, ja, aber wir. Du, mir kommt da grad so eine Idee. Wenn wir alle zusammenhalten und dem eine Komödie vorspielen. Ja, Komödie. Ja, jetzt denk doch einmal an unser letztes Theaterstück. Da, wo du die Gracher, die Bayerin gespielt hast. Ja, und du die komische Bedienung. Mei, die Leute haben so gelacht. Ja, und unsere zwei Männer, die rafferten Bauern. Mei, die waren doch so gut. Und die Leni als liebestolle Kramerin. Nein, und der Josef und du als das Preis-Ehepaar. Das war ein total verrücktes Theaterstück. Ja, genau. Verrückt. Jetzt stell dir einmal vor, der Gendarm kommt morgen und merkt, dass wir alle komplett verrückt und deppert sind. Was? Ja, du, vielleicht haut der dann gleich wieder ab. Ja, und unsere Männer kriegen ihren Vereinsheim wieder zurück. Ja, und wir hätten alle miteinander wieder unsere Ruhe. Ja. Aber ob der uns das abnimmt? Ja, mei, müssen wir halt gut spielen. Ja, bei unserem Theaterstück haben wir es doch auch können. Jetzt geh weiter, die mitkommen. Da müssen wir jetzt gleich einmal die Leni einweihen. Komm. Ja, und verrückt. Also, ob der uns das klappt. Obwohl, verrückt sind unsere Männer jetzt schon. Auwe, unsere Frauen halten gewiss wie der Kriegsrat. Ja, eure Frauen. Weil noch ist die Leni nicht meine Frau. Noch nicht, aber das wäre schon noch schaukeln. Weißt das die Leni auch schon? Ich hab meine Tochter nicht lang gefragt, das hab ich beschlossen und so wird's gemacht. Sebastian, du weißt, dass ich die Leni heiraten möchte. Aber nur, wenn sie das auch möchte. Ja, das weiß ich schon. Sie kann auch heiraten, wen sie will. Aber aussuchen, tu ich nie. Ich sag nix, sonst bin ich gleich wieder der Depp. Das bist du auch so. Also ich muss jetzt wieder am Praxiszug. Ja, ich hab auch noch was zu tun. Oh mein, schön war's gewesen, unser Vereinsheim. Allein bleib ich auch nicht da. Komisch. Nicht abgesperrt. Hallo? Da ist auch niemand. Das ganze Dorf ist wie ausgestorben. Ja. Tät mich auch wundern, wenn hier mehr wie 5 Leute wohnen. Naja, ist ja ganz nett eingerichtet. Hallo? So, da, jetzt sitzt dein Brünn auf und spiel gut, gell? Und reiß dich zusammen. Ja, Mama. So, jetzt bin ich da in der Verbannung, weit weg von meinem Chef und noch weiter weg von seiner Tochter, meiner Susanne. Grüß Gott. Grüß Gott. Ja, wie kommen denn Sie da rein? So ich so reingekommen sei. Durch die Tür halt. Ja, durch die Tür. Ist das bei Ihnen nicht normal, dass man durch die Tür reingeht? Ja, doch. Ich habe mich nur gewundert, dass hier überhaupt jemand lebt. Was kann ich für Sie tun? Ja, also ich wollte Sie nur recht herzlich willkommen heißen und Ihnen das hier überreichen. Ja,
Vielen Dank. Das wäre aber nicht notwendig gewesen. Au weh, jetzt hab ich doch glatt vor der Tür stehen lassen. Da, das hab ich gemeint. Aber nicht das meinen, dass ich deppert bin. Nein, nein, auf keinen Fall. Vielen Dank für das opulente Willkommensgeschenk. Mit wem habe ich denn die Ehre? Also, ich bin die schon sehr früh verwitwete Kramerin Rosa Schlüpfer. Wer sind Sie? Schlüpfer, Rosa Schlüpfer. Ich muss mich verhört haben. Ich habe doch jetzt glatt Rosa Schlüpfer verstanden. Doch, doch, Sie haben mich so richtig verstanden. Ja, wissen Sie, mein verstorbener Mo hat zu kursen. Und meine Eltern haben mich Rosa getauft. Ja, so bin ich zu dem komischen Namen gekommen. Und wie heißen Sie? Haferstein, Wachtmeister Georg Haferstein. Rosa Haferstein. Klingt gar nicht so schlecht. Auf jeden Fall besser wie... Rosa Schlüpfer. Das kann ich mir vorstellen. Aber jetzt müssen Sie mich entschuldigen. Ich muss mich hier noch etwas einrichten. Sollte es heißen, dass ich jetzt wieder gehen soll? Ich meine nur, ich habe zu tun und somit keine Zeit, mich Ihnen zu widmen. Gut, dann warte ich da, bis wieder Zeit für mich haben. Bitte? Wenn's meinen? Ich will Sie nicht davon abhalten, hier gelangweilt in der Gendarmerie rumzusitzen. Der wird sich nur umschauen. Aber jetzt sind zuerst mal die anderen dran. Hey, los! Auf geht's jetzt, ihr seid dran. Jetzt schauen wir mal, wie lange das durchhält. Du kannst mir doch gern haben, du Kläufe, du Saubatze, du Gestiegener, du. Was ist denn das für ein Geschrei? Wo kommen denn Sie her? Von der Arbeit. Puh, oh. Und wer sind Sie? Mitterer. Adolf Mitterer, Bauer. Das riecht man. Haferstein, Wachtmeister Georg Haferstein. Was kann ich für Sie tun? Passen Sie auf, das ist ja so, gell? Oh, Mitterer! Aber jetzt wird's gefährlich, gell? Ich erkläre die Spade, gell? Ja, aber was soll denn das? Wo ist der Hannover? Was erlauben Sie sich denn da hier so in der Gendarmerie reinzuplatzen? Das ist mir wurscht. Ich suche jetzt den Mitterer und der ist da, nein. Das habe ich ganz genau gesehen mit meinen eigenen 2 Augen. Aha, und was wollen Sie von diesem Mitterer? Dieser Sauhund hat schon wieder mein Gras abgemacht. Der Streifer groß, der gehört mir, das hat er dir da schon 100-mal gesagt. Und da schau her, da versteckst du die feige Sau. Na warte mal, dir wär ich's sagen. Lass mir doch mal Ruhe, du geldgieriger Grashupfer, du Knopfer, Sofort aufhören, so geht's aber nicht, meine Herren. Meine Herren, ich bin vielleicht der Herr, aber der ist höchstens eine fette Wulzau, die abgeschossen wird. Oh, die Dini gleich eine fette Wulzau, gell, du durchtratsch, Rhinoceros, du. Ruhe ist jetzt. Sagen Sie mal, wie kommen denn Sie dazu, dass Sie sich hier so ungebührlich aufführen? Aber ungebührlich. Sie als Gendarm sollten lieber mal schauen, dass Sie diesen Verbrecher da hinter Schloss und Riegel bringen. Oh, wenn jemand eingekehrt, dann bist das du, gell, du Rampe, Jemand einsperrt. Dann bin das ich, sonst nicht. Auf geht's, mit Was machen denn Sie da mit uns? Das geht doch nicht. Und ob das geht. Sie kommen jetzt in die Zelle und wenn Sie sich abgekühlt haben, dann gehen wir uns noch mal in Ruhe unterhalten. Auf geht's, Die haben aber jetzt gut gespielt. Der sperrt glatt ein. Du, da müssen wir uns fein anstrengen. Es bleibt nicht so. Der Stadt, der kommt. Mein Lieber. Grüß Gott. Grüß Gott. Ja, ist heute Besuchstag in der Gendarmerie, da weiß ich ja gar nichts davon. Mein Herr Polizist, wir sind ja so froh, dass Sie da sind. Unsere Männer sind verschwunden. Einen Moment. Bitte nehmen Sie doch Platz, die Damen. Ich hole ein paar Formulare und dann können wir sofort eine Vermisstenanzeige aufnehmen.
du gesehen, wie diensteifrig der ist? Mei, der wird sich noch wundern, wenn er erfährt, was für Männer wir suchen. Du, aber den lassen wir schon ein bisschen zappeln, gell? Na freilich, sonst macht's doch keinen Spaß. Moment, ich habe noch was vergessen. Sie müssen schon entschuldigen, ich konnte mich noch nicht einrichten, weil ich andauernd unterbrochen werde. Der wird nur öfter unterbrochen werden. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Ah, Sie waren also in der Kirche. Ja, freilich, weil wir ja für unsere treu sorgenden Männer haben betten müssen, damit wir sie bald wieder in unsere Arme schließen können. Ja, sie haben sich gestritten und dann waren sie weg. Und Sie wissen nicht, wo Sie hingegangen sind? Ja, natürlich nicht. Sonst wären wir ja nicht da. Sie waren unsere letzte Hoffnung. Wir wissen ja gar nicht, wo wir überall noch suchen sollen. Nein, das war vollkommen richtig, dass Sie damit zu mir gekommen sind. Wie waren Ihre Männer bekleidet? Das weiß ich gar nicht mehr so genau. Also meiner, der hat die braune Hosen und die mit die Flicken am Knie. Oder war es doch die grüne? Nein. Deiner hat die blaue Hose noch. Die, wo die hintere Taschen halb über den Hintern hängt. Meinst? Freilich, bin ich mir ganz sicher. Ja, ich hab die zwei doch noch gesehen. Und da hab ich mir noch gedacht, also die Hosen hätte die Gisela auch mal nehmen können. Ach du, gell, was kümmerst Sie du dich waren also die Letzte, die die beiden lebend gesehen hat. Lebend? Sind die zwei tot? Ja, das verbirgt immer viel Geld, dass Sie mich als die Letzte bezeichnen. Ja, wir kommen denn Sie dazu, so voreilige Schlüsse zu ziehen? Vielleicht kennt er dich ja. Ah, du bist jetzt einmal ganz stark. Jetzt bin schön, meine Also, Damen. Sie sind doch zu mir gekommen, um Ihre Männer wiederzufinden. Also, ein bisschen mehr Ernst, bitte. Na, den Ernst suchen wir nicht. Meiner heißt Otto. Otto Steiler. Ah, Ihr Mann heißt also Steiler Otto. Na, nicht Steiler Otto. Gerade haben Sie gesagt, dass Ihr Mann so heißt. Na, ich hab gesagt, der heißt Otto Steiler und nicht Steiler Otto. Aber das ist doch dasselbe. Na, das ist nicht dasselbe. Also ich rufe ihn immer Otto und nie Steiler Otto. Ja, denken Sie nur dran, wie sich das anhören darf. Ja, jetzt wo Sie es sagen, jetzt fällt es mir auch auf. Gut, wir werden Ihren Mann also nicht Steiler Otto, sondern Otto Steiler nennen. Du, der wohnt in Gmüt. Ah, das ist ein ganz Verrückter. Ja, schaut fast so aus, wie wenn er nicht auf den Kopf gefallen war. Vielen Dank für die Blumen. Oh, was? Du hast dem Gendarm heimlich Blumen mitgebracht? Was? Ich doch nicht, aber du falsche Hähner, du. Oh, du gib ich gleich eine falsche Hähne. Geh her, dann rupf ich dir gleich deine ganzen Federn aus. Was für Federn? Bitte, meine Damen, beruhigen Sie sich. Setzen. Können wir jetzt mit der Vernehmung fortfahren? Wir wollen gar nicht fortfahren. Wir wissen ja gar nicht, wohin. Ja, außerdem wollen wir unsere Männer wiederfinden. Ja, deswegen sind wir doch da. Und nicht, weil wir mit dem Mo fortfahren wollen, von dem wir gar nicht wissen, ob wir ihm überhaupt trauen können. Wenn das hier so weitergeht, bin ich in meinen Nerven bald am Ende. Was haben Sie jetzt gesagt? Ich habe jetzt leider gar nichts verstanden. Wie? Ah, das war Beamtendeutsch. Ich habe nur überlegt, wie wir Ihre Männer wiederfinden könnten. Sie, warum unternehmen Sie denn da nichts? Ich darf ja gar nicht dran denken, was denn jetzt was schon alles passiert sein kann. Ja, Sie sind doch der Polizist. Ja, und Sie hocken da blöd umeinander und reden ein dummes Beamtendeutsch. Genau. Aber bitte, meine Damen, also gut, ich gebe mich geschlagen. Sie sagen mir jetzt, wie Ihre Männer heißen, seit wann Sie sie vermissen, was Sie angehabt haben und wo Sie hingegangen sein könnten. Und dann mache ich mich auf die Suche, gell? Und jetzt setzen Sie sich wieder hin.
Geht doch. Also, seit wann vermissen Sie Ihre Männer? Oh ja, jetzt sind wir ungefähr eine halbe Stunde da. Naja, seit ungefähr einer Stunde. Was? Erst seit einer Stunde? Und da kommen Sie jetzt schon zu mir, um Ihre Männer als vermisst zu melden. Warum machen Sie denn den Akt wieder zu? Wir haben Ihnen noch gar nicht alles erzählt. Ja, wollen Sie mich auf den Arm nehmen? Na, wie kommen Sie denn auf sowas? Na, wir machen keinen Spaß. Das ist unser voller Ernst. Ja, das mag schon sein. Aber schauen Sie, ich kann Ihnen erst helfen, wenn Sie Ihre Männer länger wie 24 Stunden vermissen. Oh nein, da hätten wir ja schon vor 10 Jahren die erste Vermisstenanzeige aufgeben müssen. Wo die immer so lange im Wirtshaus sind. Gell? Oh, bei denen Weiber kein Wunder. Ja, und wenn man alles zusammenzählt, ja mei, da haben wir die schon mindestens 3 Jahre lang nicht mehr gesehen. Mein Gott, so lang ist das schon her, wo ich mein Otto gesehen habe. Nicht wahr, Gisela, wir finden uns schon wieder. Und ich hab mir gedacht, die hätten erst heute in der Früh gesehen, wo dein Mann hinten noch ist. Das ist ja alles nicht zum Aushalten. Ich brauche ein bisschen frische Luft. Sag mal, meinst du nicht, du kannst auch ein paar Tränen vergießen? Schließlich wird dein Mann auch schon so lang vermisst. Ey, das hab ich jetzt ganz vergessen. Was haben Sie vergessen? Mein Adolf ist ja auch schon so lang weg. Meine Damen, jetzt hören Sie mir doch einmal in aller Ruhe zu. Hören Sie, meine Damen, Sie haben doch beide gesagt, dass Sie Ihre Männer noch vor einer Stunde gesehen haben. Aber schauen Sie, wenn Sie morgen gekommen wären, dann hätte ich eine Anzeige aufnehmen und mich auf die Suche nach Ihren Männern machen können. Aber nachdem das heute erst passiert ist, kann ich Ihnen leider nicht helfen. Wie ich sehe, haben Sie mich jetzt nicht verstanden. Sie meinen also, wenn unsere Männer erst morgen verschwunden waren, hätten sie uns heute helfen können. Du, vielleicht hat das was mit dem Datum zum tun. Ah ja, genau. Ja, vielleicht verschwinden die Leute ja bloß an einem bestimmten Tag im Monat. Ja, genau. Und deswegen kann uns der Polizist erst morgen helfen, weil morgen die Polizei alle vermissten Leute sucht. Hören Sie, Stell dir mal vor, morgen sind alle Gendarmen unterwegs. Ja, stell dir vor. Und alle suchen unsere Männer. Und werden sie auch finden. Ja, tot. Vielleicht sogar ermordet. Unter einer Trauerweide. Ganz in der Nähe vom See. Erstochen von irgendwelchen Raubmördern. Und wir werden dann sagen, unser Gendarm ist an allem schuld, weil er sie gestern Nicht suchen hat wollen. Oh, unsere armen Männer! Ja, aber du es! Wir holen ein Bier! Ruhe ist da draußen! Hab jetzt ich da nicht gerade den Odeltenor von meinem Adolf gehört? Und ihren Saugrunzer von meinem Otto! Ja, sind das die Männer, die Sie suchen? Männer, wir kommen! Stopp! Meine Damen, so geht das nicht, gell? Wo sind's denn jetzt alle? Da war doch gerade noch ein Geschrei, wenn sie einen Ochsen verschweigern taten. Sackelt sie mit noch einmal rein. Jetzt sind's heute mal stark, man versteht ja sein eigenes Wort nicht Ja, mehr. was Sie sagen, das interessiert ja keinen Menschen. Sie, gell, noch so ein Spruch und Sie sitzen gleich wieder draußen im Loch. Also, wenn ich den Streit einmal kurz unterbrechen dürfte. Der Jäger... Du holst die raus, wenn sich Erwachsene unterhalten. Aber der Jäger... Ah, Ruhe jetzt! Jetzt hör doch einmal zu. Der Jäger hat schon wieder... So, jetzt reicht's. Alle Mann raus. Was ist, gehst nicht mit. Warum? Alle Mann, hat er gesagt. Ach so, bin jetzt also doch ein Mann. Und? Was wollen Sie noch da? Ja, Sie haben gesagt, alle Mann. Ja, und weil wir keine Männer sind, Drum sind wir noch da. genau. Raus! Oh, ist der aber unfreundlich. Hoffentlich ist der nicht immer so. Wir haben ihm doch gar nichts da. Ja,
noch schlecht gegessen. Wo bin ich da bloß hingeraten? Herr Gendarm! Was ist denn schon wieder? Sind Sie nicht gerade mit den anderen raus? Ja, doch! Ja. Und was wollen Sie dann jetzt wieder da? Ich möchte, dass Sie endlich diesen Jäger einsperren. Wieso soll ich den Jäger einsperren? Weil der schon wieder besoffen auf die Jagd gegangen ist. Und weil der schon wieder jemanden verletzt hat. Verletzt? Ja, passiert das öfters. Ja, mindestens einmal die Woche. Ich bin ja bloß froh, dass der noch niemand umgebracht hat. Umbracht? Wie? Mit einer Ladung Schrot. Direkt in die rückwärtige Gesäßgegend. Moment, ich hole ein paar Unterlagen. Da brauchen Sie nichts holen, Sie sollen mitgehen. Oder soll dieser Mensch vielleicht in seinem eigenen Blut ertrinken? Nein, aber deswegen muss ich trotzdem zuerst ein Protokoll aufnehmen. Ja. Und wer weiß, was der Jäger inzwischen sonst noch alles abknallt. Und wer weiß, ob das diesmal auch noch so glimpflich abgeht. Also gut, ich komme gleich mit. Aber meine Unterlagen nehmen wir mit und dann können wir das Protokoll direkt am Tatort aufnehmen. Das können Sie halten, wie Sie wollen. Aber geh, müssen wir jetzt trotzdem. Wir können gleich da hinten raus. Sie sind wohl der Tierarzt hier. Aber wie haben Sie denn das jetzt so schnell rausgefunden? Ja, ich bin halt ein helles Köpfchen. Ja, aber nur, wenn das Licht drauf scheint. Georg? Georg! Na nu, niemand da? Jetzt bin ich extra hierher gefahren und er ist nicht einmal da. Ach ja, es fängt ja schon gut an. Herr Sandan! Herr Haferstein! Ja, was? Der ist ja gar nicht da. Naja, dann warte ich heute so lang da. Grüß Gott! Grüß Gott! Warten Sie auch auf den Sandan? Schaut ganz danach aus. Gut, dann warten wir eben gemeinsam auf den Herrn Sandan. Ja, wenn's meinen. Sie sind nicht von da, gell? Schau ich vielleicht so aus? Eben nicht, deswegen frage ich ja. Jetzt wissen Sie es ja. Ja, jetzt weiß ich's ja. Was wollen Sie denn von unserem Sandan? Ich wüsste nicht, dass Sie das irgendwas angeht. Geh, warum denn gleich so unfreundlich? Sie sollten sich zum Reden jemand anders suchen. Ich bin dafür gänzlich ungeeignet. Ja, das da die so, aber es ist ja kein anderer da. Vor allem nicht dieser nette, gut aussehende Sandan. Kennen Sie ihn auch? Das ist so ein sauberes Mannsbild. Was haben denn Sie mit meinem Georg... Ich meine, mit dem Gendarm zu schaffen? Ja, ich hab mir ausgesaugt zum Heiraten. Was wollen Sie? Ja, den Herrn Sandan heiraten, damit ich endlich zu einem anderen Namen komme. Wissen Sie, ich heiß nämlich Rosa Schlüpfer. Wie heißen Sie? Senkt, alle Leute reagieren so. Und deshalb habe ich beschlossen, den Herrn Sandan zu ehelichen. Rosa Haferstein, das hört sich doch viel besser an. Finden Sie nicht auch? Also, das ist ja eine Unverschämtheit. Ja, warum ringen Sie einer denn so auf? Will doch nicht Sie heiraten. Tja, aber meinen Georg, Sie unverschämte Person, Sie. Ja, was fällt einer denn ein? Und von wegen Erna Georg. Der Herr Sandan ist für Sie immer nur der Herr Haferstein. Und für mich mein Verlobter. Ihr Verlobter? Ich glaube, ich höre nicht recht. Ach so. Ach, Sie haben was mit den Ohren. Ja, dann. Ach, Sie sollten vielleicht zum Arzt gehen. Unseren Dorfarzt kann ich Ihnen wärmstens empfehlen. Ich habe nichts mit den Ohren. Der wäre übrigens nur zum Hom. Aber ich weiß nicht, ob der so ein Snäpfen mag. Jetzt reicht's aber, Sie dumme Pute, Sie.
Sie, das ist für eine Beleidigung. Glauben Sie ja nicht, ich überlasse Ihnen meinen Georg. Schließlich ist er meinetwegen aus der Stadt hierher versetzt worden. Wegen Erna. Das kann nicht sein. Lassen Sie mir doch meine Ruhe. Haben Sie kein Geschenk für einen Gendarm dabei? Ich so. Ich bin das Geschenk für meinen Georg und er wird sich sehr darüber freuen, dass ich endlich da bin. Das glaub ich nicht. Schließlich sind Sie nicht in so ein schönes Geschenkpapier eingewickelt. Da kann er ja gar nichts ausbacken. Und Männer backen heute einmal gern aus. So, jetzt reicht's aber. Ja, was ist denn da los? Susanne, was machst denn du da? Ja, wie kommst denn du hierher? Mit dem Zug natürlich. Weiß dein Vater, wo du bist? Susanne? Nein, Susanne, der wird sich Sorgen machen. das ist mir egal. Ja, schließlich ist doch er schuld daran, dass du hier bist. Naja. Ja, vielleicht sollte man das kleine Fräulein jetzt einmal heimschicken, damit sich der Papa nicht so viel Sorgen macht. Sie sind ja auch schon wieder da, Frau Kramerin. Schlüpfer, rosa Schlüpfer. Und was wollen Sie hier? Heiraten will sie dich. Was will sie? Heiraten. Das hat sie mir gerade gesagt, wie ich da auf dich gewartet habe. Ja, wie kommen denn Sie dazu, eine derartige Behauptung aufzustellen? Geh, sag doch bloß, was Tatsache ist. Ah, und da habe ich gar kein Wort mitzureden. Doch, zu gegebener Zeit dürfen Sie auch was sagen. Aber bloß ein Wort. Ich werde überhaupt nicht gefragt. Doch, alles zu seiner Zeit. Geduld, Geduld, ja nicht huten. Aber jetzt wär's, glaube ich, einmal an der Zeit, dass wir uns duzen. Jetzt ja langsam mal, Frau Kramerin. Da sehe ich überhaupt keinen Anlass dafür. Ja, aber ich? Schließlich sind wir doch jetzt so gut wie verlobt. Also, Georg, jetzt reicht's. Bring diese Frau zum Schweigen oder ich vergess mich. Susanne, reg dich nicht auf. Ich reg mich auf. Du regst dich auf. Sie regt mich auf. Sie regt dich auf. Still, jetzt red ich. Sie wissen ja jetzt, was Sie zum Tor haben. Schicken Sie es heim. Ach so. Ja, ich habe nur ein kleines Geschenk für Sie. Da ist eine sündige Unterwäsche drin. Viel Spaß beim Ausbacken. So. Jetzt reicht's. Sie bekommen meinen Georg nicht. Susanne, du musst dich gar nicht aufregen. Die will dich heiraten und ich soll mich nicht aufregen? Was Sündiges. Schau, da habe ich schon auch noch ein Wörterl mitzureden. Scheinbar nicht. Herr Wachtmeister! Oh, Herr Wachtmeister! Herr Wachtmeister! Ah, da sind Sie ja schnell, kommen Sie. Die schlagen sich die Köpfe ein. Ja, was ist? Ja, hopp, auf geht's. Wer schlagt sich die Köpfe ein? Ja, das Preisnebel, das bei uns auf Urlaub ist. Wo schlagen sie sich die Köpfe ein? Oh, ja, da droben auf die Schultern, da, wo die Haare drauf sind. Ja, oder was glauben Sie, wo die Preisen ja eine Köpfe haben? Vielleicht da? Jetzt wird's nicht frech, gell? Wer sind denn Sie überhaupt? Ich bin die Franziska, bin die Bedienung vom Roten Ochsen. So, und posieren können später auch noch, gell? Jetzt gibt's erst einmal eine Arbeit, so. Wo wollen Sie denn hin mit mir? Ja, zum Roten Ochsen, da wo ich bediene. Ja, da sind doch die Preise auf Sommerfrischen. Haben Sie hier im Ort eine Schwester? Kann schon sein. Ja, was weiß denn ich, bei wem mein Vater alles war? Jetzt gehen es zu. Kann man sich denn hier keine 5 Minuten mit seinem Bräutigam unterhalten, ohne dass eine Geistesgestörte nach der anderen kommt und ihn mir wieder wegnimmt? Zuerst diese Kramerin, diese rosa Schlüpfer und dann dieser schwäbische Radaubesen. Ich sehe schon, ich kann meinen Georg hier keine 5 Minuten allein lassen. Zeigen Sie die Wahl.
Da schau her. Ja, was für ein Netzvogel. Ich bin kein Vogel. Ja, hört. Und das Vogel kann auch noch reden. Lassen Sie mir doch meine Ruhe. Sie sind ja betrunken. Ja, das kann schon sein. Das kann schon sein, aber bloß, weil ich keinen Grund dazu habe. Es gibt keinen Grund zu trinken. Oh, für mich schon. Für mich schon, weil wissen Sie nämlich, der Herr Gendarm will mir meine Braut ausspannen. Der Gendarm? Ja. Noch eine? Hä? Geben Sie mir die Flasche. Hey. Sie haben doch gerade gesagt, es gibt keinen Grund zum Saufen. Jetzt schon. Hä? Eine andere will mir meinen Bräutigam wegnehmen. Ja, das ist ein Grund. Ja. Jetzt sitzen wir da in unserem Elend. Ja. Jetzt sitzen wir da in unserem Elend und trinken. Ja, jetzt sitzen wir da in unserem Elend und saufen. Was soll man auch anderes machen, wenn einem das Herz so schwer wird? Hey, wir reden vom Saufen und nicht vom Ersaufen, ja? Und jetzt tu die Flaschen wieder her, weil wenn die leer ist, dann haben wir nämlich nichts mehr. Ja, vielleicht ist da draußen ja noch irgendwas. Nein, da ist bestimmt nichts. Es ist nämlich eine Gendarmerie, Vorsicht, und kein Wirtshaus. Man kann es nie wissen, wenn man es nicht versucht hat. Probieren geht über Studieren. Ja, schau mal her, was ich da gefunden habe. Aus alten Beständen. Ei, gucke da, was hat er denn da gefunden? Ja, was hat er denn gefunden? Was wird denn das Gutes sein? Das ist eine Flasche Schnaps von der Kramerin. Von der Kramerin? Ja. Wenn der von der Kramerin ist, dann will ich ihn nicht trinken. Warum denn nicht? Weil die Kramerin mir meinen Bräutigam wegnehmen will. Was? Die Kramerin? Ja, die Kramerin. Da trink. Ich meine, trinken wir auf alle, die wir lieben, und verflucht sollen die sein, die versuchen, uns unsere Bräutigame wegzunehmen. Ja, genau. Ja, aber warte mal, ich hab ja gar keinen Bräutigam. Ich werd plötzlich so müde. Ja, jetzt, wo du sagst, ja. Aber weißt du was, geh weiter. Ich hab da draußen eine Liege gesehen. Da liegt es bestimmt bequemer. So, warte, mein Koffer! Wurscht. Bringst du mich dahin? Freilich. Ich lass doch niemand in sein Kummer alleine. Ah, ja. Da geht's raus. Ja, der wird sich wundern, der Herr Gendarm. Wenn der seine Braut mit einem besoffenen Jäger in der Zelle sieht. Hast du was gesagt? Nein, ich hab bloß laut nachdenkt. So, jetzt kommen's rein. Das Ehepaar Pin bringt's jetzt die gleich zu mir. Bitte nehmen jetzt Platz. Schneller! Geht doch, wenn man sich nur ein bisschen bemüht. So, meine Herrschaften, jetzt werden wir gleich einmal alles zu Protokoll geben. Was sollen wir denn zu Protokoll geben? Ja, Ihren Aufstand im Gasthaus. Siehste, Ottokar, wenn du nicht so geschrien hättest, hätten wir in aller Ruhe weiter streiten können, wa?
In aller Ruhe weiterstreiten? Hast du noch eine Blätter am Baum? Wenn wir in aller Ruhe weiter gestritten hätten, hättest du mir noch ermordet. Jeder bekommt eben das, was er verdient. Ja, aber nicht mit unserem Geschirr. Vor allem nicht, wenn man kurz Zuwasser getrunken hat und dabei das Geschirr aus dem Fenster schmeißt und einen anderen halber schlagt. Ruhe! Sie setzen sich jetzt alle hin und halten den Mund, geht's? Wenn hier einer spricht, dann bin es ich. Also, bitte Ihr Name, Herr Piepenbrink. Ja, was ist? Wollen Sie nicht mit mir reden? Gut, dann fangen wir mit Ihnen an. Bitte Ihr Name, Frau Piepenbrink. Ja, wollen Sie auch nicht mit mir reden? Doch, aber wir sollen doch den Mund halten. So, jetzt reicht's, gell? Ich stelle hier Fragen und Sie geben mir anständig Antwort. Haben Sie mich? Sonst sperre ich euch alle miteinander da draußen in die Zelle rein. Ist das klar? Also, nochmal von vorne. Bitte Ihr Name, Herr Piepenbrink. Mit geschlossenem Mund kann ich nicht sprechen. Das müssen Sie schon verstehen, Herr Wachtmeister. Och, als ob du je eine Gelegenheit auslassen würdest, dein freches Mundwerk aufzumachen. Sie halten sich zurück, Frau Piepenbrink. Jetzt spreche ich zuerst mit Ihrem Mann. Siehste, hier herrscht noch Gerechtigkeit. Hier komme ich Oma zu Wort. Also, zum letzten Mal. Bitte Ihr Name, Herr Piepenbrink. Piepenbrink. Vorname. Wollen Sie die wirklich alle wissen? Ja, wenn es möglich wäre. Otto K. Friedrich Wilhelm Rudolf Sebastian Josef Karl Heinz Hans Fritz Matthias. Was, so viele? Ja, wissen Sie, das war so. Meine Eltern haben sich so sehr eine Fußballmannschaft gewünscht, weil ihr Verein immer verloren hat. Und nachdem sie nach mir keine Kinder mehr kriegen konnten, haben sie mir einfach alle Namen auf einmal gegeben. Stimmt, das sind 11 Vornamen. Du hast den Fridolin vergessen. Dann wären es ja 12. Das war der Ersatzspieler. In Ordnung. Also bitte dann jetzt Ihren vollständigen Namen, Frau Piepenbrink. Elfriede, Rosamunde, Sophie, Martha, Gisela, Ja, Ina, ist schon in Anna, Ordnung. Hermine. Die ersten 3 Vornamen reichen völlig. Und ich will gar nicht wissen, was Ihre Eltern damit bezwecken wollten. Würden Sie es mir bitte noch mal nennen? Meine Eltern. Nein, Ihre ersten 3 Vornamen. Elfriede, Rosamunde, Sophie. Vielen Dank. So, wie ist es zu den Streitigkeiten gekommen? Also, das war so. Das war so. Glauben Sie dem kein einziges Wort. Der lügt, sobald er den Mund aufmacht. Zu Ihrer Version kommen wir noch, Frau Piepenbrink. Jetzt ist zuerst Ihr Mann an der Reihe. Siehste, hier komme ich auch mal zu Wort. Also, das war so. Ich habe bei der Franziska... Wer ist Franziska? Ja, meine Frau. Unsere Bedienung. Ach so, ja. Und warum ist die nicht da? Warum? Die hat ja nichts abgekriegt. Also gut, dann soll die Franziska kommen, wenn wir hier fertig sind. Und jetzt weiter, Herr Piepenbrink. Also, ich habe bei der Franziska was zu essen und was zu trinken bestellt. Und wie ich aufs Zimmer zurückgehe, verfolgt mir meine Olle und wirft mir den Kleiderbügel ans Hirn. Das muss ich mir doch nicht gefallen lassen, oder? Och, von wegen was zu essen bestellt. Der hat ihr ganz ungeniert an den Hintern gegriffen. Und diese Frauensperson hat auch noch dazu gelacht. Was? Meiner Frau einen Hintern hinlangen? Josef, das hast du nicht umsonst da. Josef, jetzt bist du dran. Das sag ich dir, gell, du. Heut's mei, Depp. Ach so, ja, freilich. Sie setzen sich jetzt wieder auf Ihren Platz. Und jetzt möchte ich es ganz genau wissen. Wieso sagen Sie zum Herrn Piepenbrink, Josef, und warum Ihre Frau? Ich denke, Sie sind nicht verheiratet. Ja, also das ist ja so. Josef ist doch einer von den mehreren Vornamen vom Herrn Piepenbrink. Und der Franz ist zwar mit der Franziska nicht verheiratet, aber er tat heute gern Was? heiraten. Und deswegen reagiert er immer ein bisschen über, wenn jemand der Franziska zu nahe kommt. Ach, so ist das. Ja.
Und ich hab schon gedacht, wir wollen mich alle auf den Arm nehmen. Da liegt er gar nicht so falsch. Also, Ihr Mann hat der Franziska an den Hintern gegriffen. Genau. Das kann ich mir doch nicht gefallen lassen. Oder glauben Sie, dass der auch nur im Traum daran denkt, mir einmal an den Hintern zu fassen? Na, dein Hintern ist doch nicht mehr so knackig. So, jetzt reicht's. Sie kommen jetzt in die Zelle. Bei Wasser und Brot, dann kommen Sie vielleicht zur Vernunft. Aber Papa, Sie können meinen Mann doch nicht einfach einsperren. Der hat Ihnen doch ja nichts getan. Nur nicht so voreilig, Verehrteste. Sie kommen auch noch dran. Auf geht's. Ja, und wie geht's jetzt weiter? Ja, das wirst du nachher schon noch sehen. Ja, sagen Sie mal, was machen denn Sie mit meiner Susanne auf meiner Brütchen, hä? Also, das ist ja eine Brütchen. Ja, ich meine, Sagen Sie mal das. Oh. Hat der eine Fahne? Aber unser Jäger wird doch nicht in einem fremden Revier gejagt haben. Ja, aber, also das war für nicht ausgemacht. Ach, Sie sind der besoffene Jäger, der auf Leid schießt. also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich heute schon einen einzigen Schuss abgegeben hätte. Also Bernd! So, jetzt reicht's. Alle miteinander raus hier. Um euch kümmere ich mich später. Na, was ist los? Zuerst will keiner mitkommen, jetzt will keiner gehen. Och, wenn wir jetzt gehen, dann können wir doch das Beste verpassen, wa? Hier gibt's nichts zu sehen. Höchstens einen Mord. Sie, Weiberheld, vergreifen sich an meiner Braut. Ihre Braut? Was ist denn da mit der Kramerin? Kramerin. Was hat jetzt die Kramerin damit zum tun? Ja, die Kramerin, die will doch einen Gendarm heiraten. Dabei hat er doch eine Braut. Da sitzt doch. Also mit dieser Kramerin hab ich nichts zu tun. Und jetzt alle raus hier. Aber wenn sie die Kramerin, wo sie Kopf sitzt, gell? Denn hat der Herr Wachtmeister nichts zu lachen. Herrschaftszeitenlinie, jetzt wart doch. Ist doch bloß in der Rolle. Susanne. Susanne. Bitte? Also jetzt musst du mir schon mal eine Frage beantworten. Und die wäre? Was machst denn du in der Zelle? Und was hast du mit diesem Jäger zu schaffen? Also erstens sind das 2 Fragen und von was für einem Jäger sprichst du bitte? Na, der, mit dem du gerade da draußen in der Gefängniszelle auf der Liege gelegen bist. Was bin ich? Oh, Ich hab euch doch beide da gerade rausgeholt. oh, ich muss mich wieder setzen. Kannst du dich denn an gar nichts erinnern? Nein. Oh, ich habe fürchterliche Kopfschmerzen. Doch, wart, ich kann mich dunkel erinnern. Ich glaube sogar, ich habe getrunken, weil ich so unglücklich war, weil die Kramerin dich heiraten will. Ach, geh. Du musst doch nicht alles glauben, was die sagt, Susanne. Ich lieb doch nur dich. Das ist gut, wenn einmal keiner da ist. Geht mir ganz schön auf die Nerven, unsere Intrigiererei. Bloß, dass der Gendarm wieder verschwindet. So viel Schauspielern wie die letzten 14 Tage habe ich ja nicht einmal müssen, wenn ich ins Wirtshaus gehen wollte. Das kann doch unmöglich schon der Gendarm sein. Den habe ich doch vorhin gerade in den Wald geschickt. Wo geh ich jetzt hin? Ich hab's. Ich sitz mich wieder in meine Zelle rein. Da war ich in letzter Zeit schon so oft, da fühle ich mich fast schon wieder daheim. Sebastian? Komisch, der war doch gerade noch da. Ja, sag einmal, Josef, was machst denn du schon in aller Herrgottsfrüh in der Zelle drinnen? Wir haben doch heute noch gar nichts angestellt. Josef, was machst denn du da? Was magst du in der Zelle drin? Was magst du da?
Ich war die ganze Nacht da drin. Warum? Weil ihr mich da herin vergessen habt. Vergessen? Freilich vergessen. Oder habt ihr schon vergessen, dass wir letzte Nacht da mit dem Gendarm gesoffen haben? Nein, das nicht. Ja, mir ist schon ein bisschen komisch vorgekommen beim Heimgehen, dass wir bloß zu viert waren. Wieso zu viert? Ja, der Bernd mit seinen Affen sind schon 2. Ich mit meinem Affen sind wir schon 4. Und du bist mit deinem Affen in der Zelle drin. Guck da. Hat sie doch nicht mehr alle. Ja, mein, was ein Wunder, aber die Aufzüge, die wir aufhören müssen. Und für was, frage ich mich. Hä? Ja, das frage ich mich schon lang. Ja, mir kommt's langsam so vor, als ob sie ja gar kein Interesse mehr hättest, dass der Gendarm weg ist. Interesse schon, aber siehst du da irgendeinen Erfolg? Der Josef, der hat schon recht. Viel weiter sind wir noch nicht. Und so leicht lässt sich der Gendarm nicht auf den Arm nehmen. Ja, das ist ein ganz zacher Hund. Vielleicht sollte man noch mehr auftragen. Nur mehr auftragen, wir haben doch schon alles probiert. Genau. Wir haben ein schlagkräftiges Berliner Ehepaar gehabt. Eine männerfressende Rosa Schlüpfer. 2 streitende Bauern. Ja, ein paar Vermisstenanzeigen und ein besoffener Jäger. Ja, der über die Braut vom Gendarm hergefallen ist. Ich bin nicht über seine Braut hergefallen. Das sieht aber die Linie ganz anders, gell? Ja, ich weiß schon. Ich weiß aber nicht, wie ihr das begreiflich machen soll, dass das ganz harmlos war. Harmlos! Da drinnen auf der Britschen! Ja, aber da war doch nichts. Ja, aber der Reun als psoffener Jager hast sehr überzeugend dargestellt. Ja, der Gendarm sucht den Jäger heute noch. Du, übrigens, habe ich einen Gendarm gerade in den Wald geschickt. Gell? Ich habe ihm gesagt, dass ihn alle herkunftsfrüh schon einen Jäger gesehen haben. Papa, Oh, Leni. Leni, schön, dass du da bist. ich find doch nicht schön, dass ich dich sieg. Papa, du sollst heimkommen zur Mama, die hat was Wichtiges mit dir zum Reden. Freilich, eh schon. Schaut er an, der rennt, wenn sein Alte schreit. Ja, sag einmal, wer haben wir's denn da? Hä? Leni, jetzt wart doch. Ja, was hab ich dir denn da? Es geht nicht darum, was du mir da hast, sondern viel mehr, was du der anderen da hast. Von was für einer anderen redst denn du? Ha! Also wenn's das schon nicht einmal mehr weißt. Ja, dann war's auch nicht wichtig, gell? Was mischt dir denn du schon wieder in Sachen ein, die gar nichts angehen? Sag einmal, wie redst denn du mit deinem Vater, hä? Ja, so wie es das du und ihr anderen verdient habt. Ja, ihr wollt's doch unbedingt dieses Vereinsheim. Wegen euch machen wir doch das ganze Theater. Ihr mit euren blöden Ideen. Ihr bringt's noch alles durcheinander. Ja, also du warst da immerhin die mannstolle Rosa Flüpfer. Ich hab aber nur gespielt. Aber du bist eine kleine Zelle gegen mit der anderen. Herrschaftszeitenlinie, jetzt wart halt. Ja, ja, die Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifersucht was Leidenschaft. Hä? Das kapierst du noch nicht. Jesus, wie schaut der denn aus? Ja, wie man halt ausschaut, noch einer durchsoffene Nacht. Bitte, meine Herren, erinnern Sie mich nicht dran. Mir scheint, der Alkohol ist so manchen zum Verhängnis worden. Und jetzt hat er einen schweren Kopf. Ja, da glaubst du, dass er Stadler mehr vertragt als wir unser eins? Schaut nicht so aus. Hui. Bitte, meine Herren, könnten Sie mich heute nicht einmal in Ruhe lassen, hä? Haben Sie denn nichts zu tun? Ja, doch. Du musst doch zu deiner Alten. Ach so, ja, freilich, das hätte ich jetzt beinahe vergessen. Gell? Ja. Einen Moment noch bitte, Herr Mitterer. Eine Frage hätte ich noch. Ja, was ist denn da? Seit wann vertragen Sie sich eigentlich so gut mit dem Otto Steiler? Ja, wissen Sie, das ist ja so, ja. Die gestrige Sauferei, ja, die hat uns wieder zusammengebracht. Ja, und wir haben festgestellt, dass wir so viele Gemeinsamkeiten haben. Ja, die Trinkerei. Und die Sauferei. Ja, und vor allem der kleine Straffer Gras zwischen unsere Grundstücke. Was, der Straffer Gras zwischen unsere Grundstücke? Ja, du hast mir gestern versprochen, dass ich in Zukunft das Gras haben kann. Was hab ich dir versprochen? Hätte ich bloß nicht gefragt. Den Straffer Gras zwischen dem 15. und dem 19. Glas Schnaps. Glaub ich hör nicht recht. Mitterer, du Sauhund! Ob's du richtig hörst, Otto, das weiß ich nicht, aber ich weiß, dass du mir das versprochen hast. Jetzt kehrst der Katz! Otto, Leute, das wär's
doch du nicht, Da, oder? ich wär. Ah, da hat die Leute, das kannst du nicht mehr machen. Das halte ich ja im Kopf nicht aus. Oh, kaum denke ich, die vertragen sich. Oh, gibt ein Wort das andere und es geht alles wieder von vorne los. Oh. Hallo? Ist da niemand? Oh, die werden doch nicht schon in aller Herkunft früh fertig gemacht haben. Au weh. Ja, die haben nicht schlecht bechert. Kein Wunder, dass mein Josef heute auf die Nacht nicht heimgefunden hat. So. Wir haben einen neuen Gendarm bei uns in der Stadt und ich zeig ihm jetzt, wer die Hosen noch hat. Holla die Rierei, holla die Rau, holla die Rierei, holla die Rau. Was ist denn schon wieder? Ach du liebe Zeit. Könnt's mich heute nicht bitte mal in Ruhe lassen? Aber Sie sind doch unser neuer Gendarm, oder nicht? Ja, leider. Was heißt denn da leider? Haben Sie vielleicht keine Lust zum Arbeiten? Mir geht's heute nicht so gut. Oh, Zenzi, du kippst mir nicht aus. Die Chefin? Oh, wer? Die Zenzi, wer sonst? Wo ist das bist? Wer? Die Zenzi, mein Magd. Wer? Ich hab genau gesehen, dass die da herin ist. Wer? Sagen Sie mal, hat der einen Platten einen Sprung? Wie? Haben Sie was verschluckt, weil Sie so komisch reden? Ich verstehe Sie nicht. Jetzt haben Sie ja eine Sprache wieder gefunden. Die hat er ja noch gar nicht verloren gehabt. Da hast du verkrochen. Du Falschmutter, du Falschschaf. Hab ich doch richtig gesehen. Du, ohne Brühe. Oh, ich brauch kein Brühe. Bitte, meine Damen, keine Streitigkeit. Nicht hier und nicht heute. Kann Sie es bitte auf morgen verschieben? Wieso auf morgen? Das mich auch interessieren. Weil es mir heute nicht so gut geht und ich gerne mal einen freien Tag hätte. Also bitteschön, giften Sie sich morgen an, von mir aus, da hauen Sie sich dann am Morgen auch die Köpfe, aber nicht hier aber und nicht heute. Nicht nur, dass die hier alle irgendwie gleich ausschauen. Nein. Die sind ja noch alle miteinander wahnsinnig. So ein deppertes Dorfvolk wünsche ich meinem ärgsten Feind nicht. Ah, da sau her! Der rosa Schlüpfer! Der Herr Gendarm ist auch wieder unter die Lebenden. Was heißt denn hier unter den Lebenden? Ha? Was wollen Sie überhaupt schon wieder da? Sind schon wieder auf Brautschau oder kommen Sie mit Vorwürfen? Okay, aber warum denn Vorwürfe? Ich hab doch bloß eine Feststellung gemacht, nachdem ich die Heide in der Früh im Wald hab kriechen sehen. Ich bin nicht gekrochen. Ah, nicht? Wie darfst du es denn dann tun, wenn man zum Geh die Hände benutzt hat? Erstens geht Sie das überhaupt nichts an. Und zweitens, Frau Schlüpfer, sollen Sie mich nicht immer duzen? Aber Georg, jetzt habt ihr doch nicht so. Ob wir uns jetzt oder später duzen, das ist doch das Gleiche. Wie bitte? Ich krieg die sowieso, ob jetzt oder später. Solange du da bist, kommst du mir nimmer aus. Susanne! Also, Georg, das hätte ich nicht von dir gedacht. Susanne, lass dir erklären. Du brauchst mir gar nichts erklären. Das, was ich gesehen hab, das reicht. Ich reise ab. Aber Susanne, so wart doch! Oh je, der Schuss, der geht scheinbar nach hinten los. Meinst du, da mal direkt leid, der Gendarm? Leni, was hast du auf dem Schoß von diesem Schandi gemacht? Ich nix. Das
das war die Rosa. Und dass das weißt, ich mag nicht mehr, ich mach da nicht mehr mit. Und außerdem tut er mir leid. Aber man's doch denkt, dass du in den Gendarm verschaut hast. Und wenn's so war, gangert's die auch nix an. Du hockst auf dem Schoß von diesem Gewaltsteppen und mir gangert's nix an. Und wie war das mit der Susanne, ha? Wer ist denn mit ihr auf der Britschen erwischt worden? Ihr versprichst das heiraten. Ja, da schau her. Das Fräulein Hellermeier ist eifersüchtig. Ich bin nicht eifersüchtig. Aber bitte, kannst das haben. Ich schenk's dir. Ach so, du schenkst mir's. Ja, du willst mich doch bloß loswerden, weil du ein Auge auf diesen Gendarm geschmissen hast. Eins, ha, zwei habe ich auf ihn geworfen. So, und jetzt hoffe ich, dass du mich in Zukunft nicht mehr belästigst, Herr Dr. Bernd Brandauer. Ja, das können Sie gern haben, Fräulein Leni Hellermeier. No? Hoppala! Was ist denn mit denen zwei los? Die proben wohl schon den ersten Vorehestreit. Du, Maria, Was gibt's? ich brauche da mal deine Hilfe. Aha. Kann ich mir schon denken. Es ist wegen der Leni, stimmt's? Ja, sie denkt, ich hätte was mit dieser Susanne. Aber sie ist doch hinterm Gendarm her. Na, das glaub ich nicht. Das ist doch alles bloß gespult. Ja, da bin ich mir nicht mehr so sicher. Kannst du nicht einmal mit ihr reden? Ja gut, ich werde ihr mal auf den Zahn fühlen. Gut, dann bin ich beruhigt. Herrschaftszeiten nochmal. So ein verreckter Bug. Armer Bernd. Wenn der wüsst, dass die Leni bloß eifersüchtig ist. Aber da muss er schon selber drauf kommen. Sie sind da, Frau Mitterer. Ich bin die Frau Hellermeier. Frau Hellermeier. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich die Leute hier im Ort überhaupt nicht mehr auseinanderhalten kann. Sie schauen irgendwie alle so gleich aus. Ist was mit ihnen? Nein, nein. Alles in bester Ordnung. Meine Susanne hat mich verlassen, die sitzt im Zug Richtung Rosenheim. Diese männermordende Kramerin ist hinter mir her. In diesem verrückten Ort, da habe ich lauter ungeklärte Fälle. Einen Mordskader habe ich. Und die einzige Hoffnung, die mir bleibt, ist, dass ich bald nach Ostfriesland versetzt werde. Da fragen Sie, wie es mir geht. Mir geht's bestens. Fantastisch geht's mir. So schlimm? Schlimmer. Oje, oje, oje. Sie Arme. Aber das wird schon wieder. Gell? Meinen's? Na freilich. Nix ist so schlimm, als dass nicht noch schlimmer werden kann. Na, da steckst du. Ja, was ist denn da los? Er ist traurig. Der wird gleich noch viel trauriger ausschauen. Sie haben recht gehabt. Nichts ist so schlimm, als dass nicht noch schlimmer werden könnte. Ich glaube, ich lege mich ein bisschen nieder. Vielleicht schaut die Welt danach besser aus. Die wird gleich viel blauer ausschauen. Da gehst du her. Bastian, Wie meinen Sie denn das? Das wirst du jetzt nachher gleich sehen. Das heißt, wenn du überhaupt noch rausschauen kannst, aus deinen Batzel an, gell? Sie werden sich doch nicht an einem Gesetzeshüter vergreifen. Sind das nicht teuer? Randal. hör doch mal auf, du Gewaltstepp. Das hat ein Nachspiel. Da können Sie Gift draufnehmen. Du, wir sind einfach noch lange nicht fertig, gell? Da bleibst jetzt. Glaubst du das? Na, du führst dich auf wie so ein Keiferts Waschweib. Starrköpfig, gespinnert und eifersüchtig. Eifersüchtig, ich? Dass ich nicht lache. Ja. Lach nur. Aber wenn's da so weitermachst, dann suche ich mir schon noch ein schneidiges Mannsbild. Ach so, drum hast du den Gendarm gleich an deine Brust herdruckt. Schamst du den gar nicht? Ja, was ist? Merkst du es nicht zuhören, oder? Ja, wie? das tue ich doch. Aber deswegen kann ich doch meine Arbeit weitermachen. Ja, mach nur so weiter. Du wirst schon sehen, was du davon hast. Ich bin ja offensichtlich überflüssig da herinnen und darum geh. Ja, es gibt nur Madeln, gell, die mir mit Handkuss nicht mehr daten. Sauber. Die Leni und der Bernd streiten und jetzt ich und mein Bastian. Und alles bloß wegen dem Vereinsheim. Aber freuen tut's mich trotzdem, dass mein Basti nach so langer Zeit noch eifert. Was man nicht im Kopf hat, das hat man in die Füße.
So, da. Die Blämen werden dann jetzt wieder ein bisschen aufrichten, nachdem sie ihn heute so fertig gemacht haben. So, schaut doch gleich viel besser aus. Ah, das hätte ich mir denken können, dass du da herin bist. Ach so, du kannst denken. Ja. Weil immer, wenn ich dich suche, bist du da herin. Kannst froh sein, dass der Gendarm nicht da ist. Sonst konnte ich leicht auf dumme Gedanken kommen. Du und dumme Gedanken. Du, und wenn's mich anstenkern willst, dann lass lieber. Da bin ich die falsche Adresse. Ich kann ja auch nichts dafür, dass dich deine sauberen Saufkumpanen heute Nacht in der Zelle haben sitzen lassen. Was gingen die, meine Freunde, an, hä? Ich reg mich auch nicht drüber auf, dass du andauernd mit der Maria zusammenhockst. Da ist wenigstens was los. Was soll denn diese Anspielung, hä? Ich hab mir halt gedacht, nachdem bei uns nichts mehr los ist, könnten wir zwei doch einmal miteinander einen gemütlichen Abend verbringen. Nein, ich brauche jetzt mal Ruhe. Das hätte ich mir nie gedacht, dass das so anstrengend ist, einen Gendarmen zum Vertreiben. Da! Da kannst dich jetzt in aller Ruhe konzentrieren. Da wird dich keiner stören. Spinnst du? Du kannst doch nicht... Du dumme Gans! Kannst du mich nicht so sitzen lassen da? Gisela? Gisela! Gisela! Was ist denn das für ein Geschrei? Fragst nicht so plätzern, helf mir's einmal lieber. Ja, wen haben wir denn da? Ja, das ist ja der Herr Otto Steiler. Ich bin nicht der steile Otto. Ich bin der Josef Scharnagel und ich bin rein privat da. Ah, und haben Sie deswegen einen Papierkorb auf dem Kopf? Das geht Sie überhaupt nichts an. Seit Sie da sind, gibt's in dem Dorf bloß nur Streitereien. So, ich gehe jetzt. Und Sie können gleich einmal ein neues Formular herrichten, weil gleich werden Sie einen neuen Fall haben. Woher wollen denn Sie das jetzt schon wissen? Ich suche jetzt meine Frau und dann bring ich's um. Halt! Nein, das dürfen Sie nicht! Das wäre vorsätzlicher Mord! Da gibt es keine mildernden Umstände! Ich nehm bloß nur die Flaschen mit. Mein Maria, bin ich jetzt gelaufen? Du, mein Josef ist hinter mir her. Warum? Ich hab dem vorhin da einen Papierkorb aufgesetzt. Ja, du, der meint, die sterben Gendarm. Ist deiner auch so blöd? Also, der Gescheiteste war er ja noch nie, aber so viel Blödheit hab ich ihm nicht zutraut. Ja, du wieder meine. Da ist sie ja, die Hex. Sag einmal, Josef, wie redst denn du mit mir? Die meine ich ja nicht, sondern die Ziefern da hinter dir. Dir wär es sagen, und wenn's das Letzte ist, was ich in meinem Leben tue. Hörst einmal auf jetzt! Halt dich da raus, das geht dir nichts an. Das sind private Sachen, da brauchst du dich nicht einmischen. Halt! Im Namen des Gesetzes! Mach sie ja doch nicht unglücklich! Ich mach mich nicht unglücklich. Sie macht mich unglücklich. Wieso macht sie die Frau Pippenbrink unglücklich? Oh, ich bin nicht die Frau Pippenbrink, ich bin die Gisela. Und das da, das ist mein durchtrater Mann. Was bin ich? Durchdraht! Überknapp bist du! Was machst du? Bist ja reif für ein Zeisalbum! Wart nur, du greisliche Ziefern. Dir zeig ich's. Wie redst denn du mit mir? Jetzt gibt's einmal Ruhe! Ihr seid doch nicht mehr ganz sauber. Also bitte, meine Herrschaften! Oh, Sie halten sich da raus! Voll, Sie haben da kein Mitspracherecht. Was ist denn da los, hä? Die zwei da, die streiten sich. Ich glaub eher, dass ihr zwei Weiber einen Gendarm streitet. Also, ich muss doch sehr bitten, gell? Bitten's mich lieber nicht, gell? Das kann dir noch mal leid tun. Mischt's euch da nicht ein, weil wir zwei, wir streiten. Die Gisela und ich. Weil sie hinterm Gendarm her ist und mir einen Papierkorb drüber gestülpt hat. Genau! Nix da, Maria und ich, wir streiten, weil sie hinter den Gendarm her ist und schon so viel weit ist, wie sie euch überhaupt nicht vorstellen könnt. Ui, wie weit ist sie schon? Ruhe! Sie hat ihm schon an ihre Brust gedruckt. Oh, Maria, ist das wahr? Und wie war's? Also, was das? Ihr seid doch alle miteinander nicht mehr ganz sauber. Ruhe! Also Maria, sowas hätte ich von dir nie gedacht. Ich darf dir sowas nie an.
bin ich da jetzt nicht mehr gut nur, ha? Sebastian, du hast heute keine Uniform. Ja, und wahrscheinlich haut sonst auch nicht mehr so recht hin. Ja, hat's euch jetzt alle, ha? Und du möchtest mein Freund sein, ha? Ruhe! Ah, ich geb's auf. Das ist ja schlimmer wie im Irrenhaus. Und? Hast du schon eine Nachricht gekriegt? Nein, ich bin schon ganz nervös. Was hast du eigentlich deinem Vater gesagt, warum du da bist? Na, ganz einfach. Ich habe ihm gesagt, dass der Georg der Vater seines zukünftigen Enkels ist. Ja, jetzt muss er uns heiraten lassen. Was, du bist schwanger? Nein, aber das weiß doch mein Vater nicht. Ja, aber nach der Hochzeit fliegt der Schwindel doch auf. Ja, na und? Ja, dann bin ich doch schon mit dem Mann verheiratet, den ich will. Und dank deiner Aufklärung, liebste Kramerin, bin ich der glücklichste Mensch auf der Welt. Und du nimmst uns die Komödie wirklich nicht krumm? Nein, jetzt nimmer. Anfangs, da hätte ich dir die Augen auskratzen können. Aber gut hast du die Rolle gespielt. Du hast mich voll und ganz überzeugt. Und mit Bernd war wirklich nichts in der Zelle. Nein, bestimmt nicht. Ich schwöre. Dann bin ich ja beruhigt. Aber über eine kleine Abreibung kommt mir der Bernd nicht drum. Mein Georg auch nicht. Na, endlich. Gendarmerie Hasenfurt? Hallo, Papa. Ja, ich weiß, dass du damit nicht einverstanden bist, aber du willst doch nicht, dass ich ein lediges Kind bekomme, oder? Ich wusste doch, dass du vernünftig bist. Ja, danke, Papschi. Ich bleib auch nimmer lang, ja? Ist in Ordnung. Bis bald. Das wär geschafft. Da kommt dein Georg. Der darf mich jetzt erstmal nicht sehen. Ah, Fräulein Hellermeier, Sie sind in letzter Zeit aber ziemlich oft da. Ist das jetzt hier Ihr zweites Wohnzimmer? Das hat nichts zu bedeuten. Ich weiß nicht. Seit 2 Tagen herrscht hier im Ort eine unheimliche Ruhe. Die macht mir ein bisschen Sorgen. Ihr seid doch froh. Ich trau dieser Ruhe nicht. Waren die Leute hier eigentlich immer schon so? Nein, die sind erst so, seitdem Sie da sind. Wie? Ah ja, mir kann's ja egal sein. Ich habe mein Versetzungsgesuch eingereicht und bin sowieso bald weg. Je eher, desto besser. Oh, Entschuldigung, ich mach's gleich. Haben wir's doch gedacht. Bernd, was machst denn du da? Ich hab gemeint, du hast Sprechstunde. Ja, das haben wir auch gedacht. Aber es geht ja niemand mehr außer Haus, weil jeder mit jedem über Kreuz ist. Weil nicht einmal die Viecher werden noch krank. Und das haben wir alles Ihnen zu verdanken. Was habe ich denn jetzt schon wieder gemacht? Geh, jetzt lass doch mal den Gendarm in Ruhe. Ach so, bist du jetzt auch noch seine Beschützerin? Mich muss niemand beschützen. Bin sowieso nicht mehr lang da. Sie gehen? Mei, ja, das freut mich aber für Sie. Ich wüsste nicht, was da zum Freien gibt. Ich find's schade. So. So ist es. Gut, dann habe ich da herin nichts mehr verloren. Aber Bernd! Oh, Mei. Ist das ein Depp? Aber Fräulein Hellermeier, vermutlich ist er einfach nur eifersüchtig. Bin mir sicher, dass sich alles wieder aufklärt. Jetzt tappt der schon wieder an meiner Tochter rum. Da gehst her. Und jetzt zu einer. Lassen's ein für alle Mal. Einer die Bratzen von meinen Frauen. Ist das klar? Sie missverstehen das, Herr Hellermeier. Wie ich das verstehe, das ist meine Sache. Hasbe. So, und du gehst jetzt mit. Die ewige Streiterei mit dir und dem Bernd, die hängt mir schon zum Hals raus. Jetzt wird sie's ausgeritt. Ich denk ja gar nicht dran. Ich will mit dem Bernd nichts mehr zum Tor haben. Ja,
Ja, sag einmal, wo bleibst denn so lang? Sie mag nicht. Was mag sie nicht? Ja, mitgehen, die ist ja sowas von stur. Das kannst bloß von dir haben. Willst du vielleicht schon wieder streiten? Ich nicht, aber du. Jetzt geht das schon wieder los. Da gehe ich besser aus der Schusslinie. Darf ich? Das ist eine gute Idee. Ich gehe auch. Da? Stur. Da möchtest du behaupten, dass das von mir ist. Also, ich wüsste sonst keinen, der dafür in Frage kam. Wer lacht denn da? Und alle noch am Leben? Ich glaub schon. Das Fräulein aus der Stadt und die Leni. Welches Fräulein aus der Stadt? Ja, die Susanne, die Freundin vom Gendarm. Nur keine weitere Streitereien mehr, meinetwegen. Wart, Susanne, ich gehe mit. Was war jetzt das, hä? Die Leni und die Susanne vertragen sich. Ja, die wird halt die Streiterei auch schon zum Hals rausgehen sein. Ja, aber wenn die Leni und die Susanne sich vertragen, ja, dann haben sie sich doch ausgesprochen. Ja, und dann wird der Gendarm inzwischen auch alles wissen. Ja, von den Piepenbrings, vom Steiler, von der Kramerin. Du, und der wird dann gehen. Aber wenn der Gendarm weg ist, nachher schicken sie uns wahrscheinlich einen neuen und dann geht wieder alles von vorn an. Die ganzen Aufregungen und der ganze Ramassuri. Nein, ich habe mich doch schon so an unseren Gendarm gewöhnt. Also wenn ich wen kann, dann tat ihn behalten. Ach, da seid ihr. Wir warten schon die ganze Zeit auf euch. Ja, der Josef hat schon den halberten Kuchen aufgegessen, den wir eigentlich für unsere Versöhnungsfeier braucht hätten. Und was macht der Bernd? Der läuft euch dabei ein Riesenloch in den Teppich vor lauter Aufregung. Wo ist denn die Leni? Habt ihr sie schon gefunden? Ja. Ja, und? Wo ist? Ja, da drinnen war's. Aber jetzt ist schon wieder fort und das ist mir auch wurscht. Ja, dann schnell hinterher. Was war's denn? Es geht um Sekunden, nicht, dass die Leni mit dem Gendarm nur durchbrennt. Die Leni, die geht nirgends wohin, geht dafür sorge ich schon. Und wenn ich in die Zelle einspielen muss. So, und jetzt mag ich endlich meinen Kuchen. Halt! Wir gehen ja mit. Nicht, dass der Gendarm das rauskriegt, was wir alles angestellt haben. Du, da sitzen wir ein paar Jahre ein. Ich fürchte, dass der von der Susanne und von der Leni schon alles erfahren hat. Oh Gott! Was das gehört? Die haben jetzt alle Angst, dass sie eingesperrt werden. Du, das geschieht ihnen auch ganz recht. Nach allem, was sie mit dem armen Georg angetan haben. Oh mei, ich weiß nicht, wie wir das wieder gut machen können. Wie wär's denn, wenn du dich zuallererst mit deinem Bernd einmal wieder vertragen würdest? Hä? Na, der hat eine Abreibung verdient. Ja, aber warum denn eigentlich? Also wenn der so dumm ist und glaubt, dass ich mit dem Georg weg will, dann kann ich ihm auch nicht helfen. Was glaubt ihr? Ja, dass ich mit deinem Georg in die Stadt will. Ja, aber wie kommt er denn auf die Idee? Ach, weil er total verbohrt ist vor lauter Eifersucht. Dann gib halt du ein bisschen nach. Ich denke ja gar nicht dran. Wenn ich jetzt nachgebe, muss ich später auch tun. Ja. Aber sag mal, was wird denn jetzt eigentlich aus den Fingerhacklern? Damit hat doch alles angefangen, oder? Oh weh, das habe ich ganz vergessen. Ich hab beim Olympischen Komitee angerufen. Die haben gesagt, die werden sich bei uns melden. Leni! Ich lass euch lieber mal allein. Leni, Was denn? ich möchte bloß wissen, ob du mit diesem Gendarm weggehst. Und wenn's so wär, was wär dann? Dann war da was los. Was wär denn dann los? Ja, Was du nicht sagst. ja, und vor allem, Also wenn dir nichts Besseres einfällt, dann geh jetzt. Leni, jetzt mach's mir doch nicht so schwer. Ich mag, dass du da bleibst. Und warum? Weißt, du darfst mir schon abgehen. So. Ich darf da also abgehen. Und warum? Naja, ich hab mich jetzt schon so gewöhnt an die. So, du hast dich schon so an mich gewöhnt. Ha, tja, dann wirst du dich jetzt entwöhnen müssen. Leni, was willst denn du noch alles von mir hören? Willst du vielleicht hören, dass ich dich liebe, dass ich dich heiraten will und dass du deswegen nicht weggehen sollst? Das wäre zum Beispiel ein Anfang. Und wenn ich das sagen tat, darfst du dann da bleiben?
Unter Umständen? Ist es wahr? Freilich ist wahr! Ah, Leni, jetzt hast du mir aber schon ein bisschen Angst gemacht. Na, endlich! Ja, das war ja wohl eine schwere Geburt. Siehst du, Susanne? Man muss die Männer bloß sagen, was zum Tor haben. Dann tanzt es auch. Ich werd's mir für die Zukunft merken. Da, deine Zukunft fängt schon an. Susanne, ich denke, du bist längst daheim. Ja, mein Lieber, da schaust du, gell? Allerdings. Ja gut, wir zwei lassen euch jetzt mal allein. So, mein Lieber, jetzt sind wir allein. Du sagst es so komisch, Susanne. Was soll denn das heißen? Ich bin gekommen, um eine Anzeige zu machen. Nein, eigentlich sind's 2. Vielleicht sogar 3. Da müsste ich an meinen Schreibtisch. Die Anzeige kannst du auch hier aufnehmen. Bei der ersten Anzeige handelt es sich um eine versuchte schwere Körperverletzung. Was? Wer wollten dir was antun? Setz dich wieder hin. Es handelt sich hierbei um eine gewisse Rosa Schlüpfer. Von Beruf ist sie Kramerin. Geh, Susanne, die Kramerin hat doch nie... Setz dich wieder hin. Diese Rosa Schlüpfer wollte mir meinen Bräutigam wegnehmen. Das ist aber keine versuchte schwere Körperverletzung. Das läuft höchstens unter seelischer Grausamkeit. Sag mal, versuchst du hier gerade irgendjemand in Schutz zu nehmen? Nein, das täte ich nie. Mach nur weiter. Dann möchte ich noch eine Suchmeldung aufgeben. Wer ist dir denn abhanden gekommen? Mein Bräutigam? Hat er dich sitzen lassen? Dieser Mistkerl, dieser Dreckige. Also den, wenn ich erwische, dem werde ich was erzählen. Wo hast du ihn denn zuletzt gesehen? Hier in Hasenfurt. Ach, du hast in Hasenfurt einen Bräutigam. Genau. Ja, das sind ja schöne Geschichten. Und was ist der vom Beruf? Er vertritt hier Recht und Gesetz. Und da benimmt er sich so unfein. Komisch, gell? Ja, sehr komisch, Susanne. Und du bist mir nicht mehr böse wegen der Kramerin? Wegen dieser rosa Schlüpfer? Ivo. Hab ich da gerade meinen Namen gehört? Aber Fräulein Hellermeier, Sie sind doch nicht die Kramerin. Doch, die bin ich. Wie? Ja, und der Dr. Brandauer ist der besoffene Jäger, hinter dem du so verzweifelt her warst. Was? Ja, aber warum denn das Ganze? Ach, das war alles ein Riesenschwindel, weil wir wollten das... Ruf die hin, so eine Auszone, die ist auch sowas von stur. Die spielt doch vom Borbeck. Und der? Was? Der gehört auch dazu. Der auch. Du kandierter Biffi, du Bläder. Und die etwa auch? Sie auch. Was bin ich auch? Blöd. Aha! Das hätte ich mir ja denken können, dass ihr da herin weiterstreitet, nachdem ihr unser ganzes Geschirr zusammengehauen habt. Raudis, Vandalen. Und die beiden etwa auch? Die zwei auch. Könnte mir jemand die Sache jetzt mal genau erklären? Willst du das wirklich alles so genau wissen? Das kann ich mir nicht vorstellen. So, wir zwei, wir fahren jetzt zurück nach Rosenheim. Die Hasenfurter bekommen ihre Gendarmerie zurück und können wieder in Ruhe trainieren. Trainieren? Ich mit dir nach Rosenheim zu deinem Vater, meinem Vorgesetzten. Ich könnte mir gut vorstellen, dass er dich mit offenen Armen aufnimmt. Dein Vater, mich. Ja, haut der vielleicht jetzt ab? Jetzt, wo wir uns so an einem gewohnt haben, was machen wir denn, wenn er nicht mehr da ist? Kannst du ja zur Abwechslung mal wieder mit mir beschäftigen. Dann war das also alles nur gespielt. Alles nur Theater. Ja, aber nur, weil wir sie loswerden wollten. Sei ihnen bitte nicht böse.
Sie haben das Ganze nur aus reinster Überzeugung gemacht. Vor allem sehr überzeugend. So, und jetzt komm, Georg. Jetzt pack mal deine Sachen. Sie sollten alle miteinander Bauerntheater spielen. Leni und wir zwei haben jetzt einiges nachzuholen. Wer meint jetzt der das? Wenn's der bisschen romantischer warst und ein kleines bisschen stürmischer, dann darfst das wissen. Gendarmerie Hasenfurt? Was? Das sind schon richtig, ja. Das gibt's ja nicht. Ja, freilich. Ja, natürlich. Ja, ihr riecht's aus. Und wann? Was, so bald schon? Ja, da müssen wir uns ja beeilen. Ja, auf Wiederhören. Wisst ihr, wer das war? Na, jetzt sag schon. Mach's halt nicht so spannend. Das war das Olympische Komitee. Na! Ja und? Fangt schon mal zum Trainieren an. Die wollen euch haben. Was? Ja, also das Fingerhackeln ist zwar jetzt noch keine olympische Disziplin, wird aber 1928 in Amsterdam eventuell richtig olympisch. Und wenn ihr gut seid, seid ihr eingeladen. Wir fahren nach Amsterdam! Wir fahren nach Amsterdam! Wir fahren nach Amsterdam! Sag einmal, bist du sicher, dass die da gerade unsere Männer haben wollen? Vielleicht als Pauseneinlage.